Der Nick hat seine Augen zusammengedrückt und als er sie wieder aufgemacht hat, war die Nixe immer noch da. Er hat wirklich nicht geträumt. In deiner Badwanne ist es viel zu warm. Hast du mir keinen kalten See? Da würde ich mich viel wohler fühlen. Nein, leider nicht. Und viel zu eng ist es da auch. Ich habe fast keinen Platz in deinem kleinen Teich. Die kleine Nixe hat sich vom Badwannenrand abgestoßen und ist ins Wasser abgetaucht. Der Nick wollte Platz machen und hat seine Beine angezogen. Da hat er zwei kleine Füße gespürt, die gegen seine Wädli getrommelt haben. Bist du eigentlich verrückt? Ich wäre ja fast vertrunken. Das hätte er natürlich nicht wollen. Er hat sein Missgeschick wieder gut machen. Schnell ist er aus der Badwanne gestiegen und tropfnass in sein Zimmer gespurtet. Mit einem Schokostängel in der Hand ist er wieder zurückgekommen. Geschwind hat Nick einen Blick auf seinen Vater geworfen. Der war immer noch in seiner Zeitung vertieft. Der Nick ist wieder vorsichtig in die Badwanne gestiegen und hat den Nick ein Schokostängel angestreckt. Hast du gern Schokostängeli? Kannst du es haben? Nein, danke. Das ist nichts für mich. Ich esse lieber Algen. Algen hatte Nick natürlich keine. Genüsslich hat er sich das Schokostängel gerade selber ins Maul hineingesteckt. Wie bist du eigentlich in meine Badwanne gekommen? Durch den Wasserhahn? Das weiss ich auch nicht. Ich bin vorher gerade noch in meinem See herumgeschwommen und plötzlich bin ich in dieser Badwanne da gelandet. Aber ich will wieder zurück. In so einer Badwanne kann man doch nicht leben. Lebst du etwa da? Ich lebe doch nicht in dieser Badwanne. Ich habe ein eigenes Zimmer. Die kleine Nixe hat langsam genickt. Dann sind ihr dicke Tränen über die Backen gekugelt. Hilflos hat sie den Nick angeschaut. Wenn er nur gewusst hätte, wie er dieser Nixe helfen könnte. Er hat nachgedacht. Weisst du was? Ich habe eine Idee. Wenn du willst, bringe ich dich morgen am Morgen früh zum Bach runter. Der Bach führt in den Fluss und der Fluss fließt in den See. Dann bist du wieder daheim. So hat sich die kleine Nixe wieder beruhigt und hat sich ihre Tränen abputzt. Und heute Nacht kannst du in meinem Bett schlafen. Gibt's da Wasser? Ich brauche nämlich Wasser zum Schlafen. Kann ich nicht einfach in der Badwanne bleiben bis morgen? Nein, das geht nicht. Mein Papi zieht gleich den Stöpsel raus. Dann läuft das Wasser ab und du sitzt auf dem Trockenen. Wer ist dein Papi? Der Nick hat auf die Zeitung gezeigt. Am oberen Rand hat noch die Stirne und ein paar Haare vorgeschaut. So sieht mein Papi meistens aus. Die kleine Nixe musste lachen und der Nick mit ihr. Dann ist der Nick wieder ernst geworden. Er hat unbedingt einen Schlafplatz für die kleine Nixe finden. Hey, ich has.